Hallo zusammen, da ist der Movie Guru. Ich stehe da gerade im Kinofoyer und habe gerade den Drama gesehen. Nochmal auf Anfang von Christopher Borgli. Ich habe mich gefragt, das ist ein Name, den man nicht gerade jeden Tag hört. Das ist der Typ, der schon Dream Scenario gemacht hat, der Eröffnungsfilm vom Zürich Filmfestival vor ein paar Jahren. Ist auch eine spannende Geschichte. Heute aber jetzt Zendaya und der Robert Pattinson. Es ist nicht «When Harry Met Sally», sondern «When Charlie Met Emma». Der Film fängt an in einem Kaffee und es geht um ein Buch und es geht um ein Ohr und es geht um eine Anmache und wie es eben auch gehen kann, wenn man manchmal scheitert oder eben Glück hat. Mehr wollte ich nicht verraten. Es ist eigentlich ein Beginn von einem Film, wie er als Komödie funktionieren könnte, aber der Film geht nachher ganz anders. Es wird eher dramatisch. Es geht um Teenies, es geht um die Entwicklung von einem Teenager, Gelüste und Fantasien, die man hat. Es geht auch darum, dass man sich verändern kann. Und es geht auch darum, dass einem die Schatten von der Vergangenheit manchmal einholen. Es geht auch ein bisschen um Gerüchteküche und. Der Drama, ein toller Film. Es ist unglaublich, wie viel Originalität drinsteckt in diesem Stoff. Es hat ja schon viele Filme gegeben, aber der Norweger Christopher Borgli schafft es wirklich, einen Film zu machen, der einem reinzieht, der eben nicht nur dramatisch ist, sondern auch sehr oft sehr lustig. Ich sage nur, das Fotoshooting ist eine Szene, die man nicht verpassen sollte. Das ist wirklich cool, nur schon dialogmäßig. Ich weiss aber nicht, wie man den Dialog ins Deutsche übersetzt. Also unbedingt auf Englisch schauen, wenn man kann, mit Untertiteln. Ja, und allgemein, ich finde, es ist ein grosses Kino, es ist tolle Schauspieler, gerade für den Robert Pattinson die beste Rolle seit langem. Zendaya sieht immer gut aus, aber sie kann auch etwas und das beweist sie auch hier. Sie ist also viel mehr als nur irgendwie ein Spider-Man-Girl, sondern sie ist wirklich eine vollwertige Schauspielerin geworden, vom Teenie-Star. Und das merkt man. Also ein junges Couple, das heiraten und eigentlich in den ganzen Stress hineinkommt, wie es dann weitergeht. Wie geht man mit dem um? In wer verliebt man sich? Wie gut kennt man seinen Partner wirklich? Und wenn man ihn dann kennenlernt, was löst das aus? Es ist eine Frage, was ist das Schlimmste, was du je gemacht hast? Und je nachdem, was man halt für eine Antwort gibt, kann das natürlich gewisse Wellen nach sich ziehen. Das Gute ist, der Trailer klammert genau das aus und macht neugierig auf mehr. Und das ist sehr gutes Marketing. Darum möchte ich das an dieser Stelle auch nicht verraten. Der Film kommt aus der Küche vom unabhängigen Produktionsstudio A24. Einer der Co-Produzenten ist der Ari Aster. Er hat ja schon Thriller- und Horrorfilme gemacht, auch sehr spezielle Fantasien. Es hat auch hier ein paar Bilder, die eben ganz quer in der Landschaft liegen. Überhaupt, der Film ist extrem gut geschnitten. Also mit dem Schnitt spielt er sehr oft. Manchmal werden die Szenen vorweggenommen, manchmal werden falsche Fährten geleitet, nur mit Bild und Schnitt. Und das macht den Film sicher speziell. Also die Art, wie er erzählt wird, finde ich extrem spannend. Also, das Drama läuft jetzt im Kino. Unbedingt anschauen, es lohnt sich. Vor allem mit einem Saal, wo das Publikum lacht, manchmal auch verschreckt, manchmal auch überrascht ist. Aber wirklich ein Film, der einen vollen Kinosaal braucht. Also, so viel von der Front. Viel Spass im Kino. Ciao zusammen.